Mit diesem 4. und letzten Teil sind wir wohl Ende von der visitätisch substanzieller Verfassungsrevision gekommen, die uns schon lange beschäftigt hat. Dem Rapporteur, Herr Marx, so mir große Merci für seine ganz komplette Erklärungen. An diesem Teil, wie an den 3 Federn, sind eine Reihe von guten Elementen, ein paar Verbesserungen, die DDR auch mitdreht. Darunter sind vor allem die, die das Parlament stärken. Wir begrüßen zum Beispiel ausdrücklich, dass eine Kommission d'Enquête von der Chambre lokal auf den Wunsch von einem Drittel von den Deputierten gegründet wird. Auch die Initiative Legislative Citoyenne ist neu. Ob sie wirklich viel bringt, bleibt sie gesehen. Sie ist aber ein Schritt in Richtung von mehr Bürgerbeteiligung an Hueto, wenn es durch die Unterstützung von der ADR. Wir betonen, dass so Änderungen auch hätte können punktuell an am Konsensus gemerkt werden, dass also dafür keine groß allgemeine Verfassungsrevision gebraucht hat. Leider sind aber auch eine Reihe von Neuerungen an diesem Kapitel, die wir nicht akzeptieren können, und deswegen stimmen wir auch gegen diesen Text. Wir bedauern noch nach einmal ausdrücklich, dass die Verfassungsreform nicht einem Referendum unterworfen wird. CSV, DP, LSEP an die Geringen haben jetzt Wahlversprechen gebracht und damit die politische Kultur hier im Land beschädigt. Was da geschwätzt viel wo Bürgerbeteiligung auch am Kontext von der Initiative Legislative Citoyenne, die neu ist, aber wenn da wirklich Bürgerbeteiligung ging leben, dann hat Versprechen für ein Referendum angehalten. Die ganze Reform behauptet, die Verfassung zu modernisieren, also die Evolution von unserer Gesellschaft anzupassen. Aber das ist nicht eine einfache Aufpassung. Mehr richtig also zu sagen, dass diese Revision schon eine Top-Down-Revolution darstellt, dafür von einem ganzen Kopf von gesellschaftlichen Projekten, die wahrscheinlich, wenn es zu einem Referendum käme, nicht gegen der Majorität von der Population gedroht gehen. Das für uns ein paar Kritiken muss ich sagen. Das ist das den und ich will auch da reagieren auf das, was der Sprecher von der CSV gesagt hat. Gesagt, den reformiert in dem Sinn, dass Fidélité au Grand Duc nicht mehr an der Formel ist. Für uns ist das ein Stück Identität von unserem Land vorgestellt ist. Und dann sieht der Vertreter von der CSV, das ist ja nicht schlimm, der Grand Duc steht schon an der Verfassung. Ja, die Gesetze stehen auch an der Verfassung. Für Wettbewerb muss man dann die Gesetze veredigt gehen, mit derselben Logik. Wir können das immer mehr reduzieren, nur so monarchische Jure, an der Rest ist dann sous-entendu. Es ist schon wichtig an einer Monarchie, dass der Lien zur Monarch aber auch betont wird. Wir wären nicht die einzige Monarchie, das an der Belgien, das auf vielen anderen Plätzen, das hat den traditionellen Aspekt, das hat viel anderer. Aber es ist ein bisschen so wie mit der Trennung von Kirche und Staat. In dieser Verfassung sind eine ganze Reihe Plätze, wo der Lien, den existiert, an die verschiedenen Kreise hier am Land gar nicht arrangiert, dass man eine Monarchie hat, die wird auch heimlich labber gemacht. Und das ist ja eigentlich den Hammergedanken auf vielen Plätzen an dieser Verfassung. An dieselbe Kategorie, wo Kritik gegen die Aufschaffung der Möglichkeit, dass der Großherzog kann auf seine Initiative die Chamber ablesen und damit bei den 3 Monaten Neuwahlen herbeifeiern. Das trägt als eine Regel, die dem Staatschef erlaubt, an einer politisch komplizierten Situation dem Volk die Möglichkeit zu geben, für ein neues Parlament zu wählen und damit eventuell auch eine andere Regierungsbildung zu ermöglichen. Also formale Recht vom Staatschef mit de facto als der eine demokratische Garantie für das Volk. Der Großherzog kann dabei nicht mehr machen, wie durch Stopplesung im Parlament de Pouvoir und Volk zurückzugehen. Das ist legitim und es geht das an der Form auch an andere Länder, dass der Staatschef kann Parlament ablesen, wie zum Beispiel in Frankreich. Lo geht das angeschränkt. Da wird gesagt, ja, braucht eine Motion de Censure oder eine Motion de Confiance, die verworfen wird. Oder aber, und das ist ja der Fall, um den es doch geht, wenn die Regierung démissionnaire dans le cas de démission du gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des députés, exprime à la majorité absolue des députés, fixe les élections anticipées. Konkret heißt das, dass eine démissionnaire Regierung nach kein lang weiter funktionieren, faisant fonction, solange eine Majorität von den Deputierten nicht dezidiert, dass auf der Weg Neuwahlen gehen können. Und das ist etwas, das schwächt Demokratie echt am Land, weil es erlaubt einer Majorität, die eben nicht sich will Neuwahlen stellen, so führend zu funktionieren mit einem Caretaking Government, wie das heißt, ohne müssen an Wahlen zu gehen. Das ist also nicht so harmlos, wie das heute durchgestaltet wird. Es ist schon so, dass demokratische Möglichkeiten durch diese Verfassung eingeschränkt gehen. Herr Präsident, ein Hauptproblem, den wir an
an diesem Text tun, betrifft den Artikel 60, den das Referendum reformiert. Für uns wollen wir betonen, dass wir viel mehr Direktdemokratie sind, für viel mehr Referenda, und zwar für Referenda, die auch verbindlich sind. Wir wollen, dass Wähler können mehr direkt als selber dezidieren, und wir sehen damit absolut keinen Widerspruch mit der repräsentativen Demokratie. Besonders wichtig ist aber dass Partizipation im Referendum als in Zukunft nicht mehr automatisch die wahlberechtigte Bürger vorbehält, also den nervösen Lützeburger, den Elekteuren oder dem aktuellen Artikel 52. Mit Chamber kann in Zukunft über das Gesetz festlegen, wen bei wie einem Referendum darf man aufstimmen. Neben dem berühmten Artikel 9 bis, über den wir heute schon geschwärzt haben, als hai eng Zweetier, die dir Errichtung oder die eng Möglichkeit Errichtung Ausländerwahlrecht opmischt. Los meist nicht viel machen. Politik ha am Land ist immer Blick so, dass die allermeisten Parteien, ich ging so mit Ausnahmen von der ADR, am Prinzip für das Ausländerwahlrecht haut sind. An ihren an hun Lützeburger 2015 80% von den Lützeburger falsch aufgestimmt. Madame Tanson, Minister von dieser Regierung, sagt nach für kurzem bei einer Table ronde beim CLAE, la participation est un élément essentiel. Et il y a une dissociation au Luxembourg par la non-possibilité pour la moitié de la population de participer aux élections nationales. Cela me travaille régulièrement, car cela amène un déficit démocratique. Ein Minister von der Regierung, der eigentlich so über das Referendum 2015 schwätzt. Und wir hören der Dokumentaren immer nächst von allen Parteien außer von der ADR. Dafür ist die Theorie, die wir haben, die Angst, die wir haben, ist absolut nicht unbegründet. Da es nämlich irgendwie nie ein Versuch gibt, für das Referendum 2015 zu ändern, das Resultat an auf den Weg vom Ausländerwahlrecht zu gehen. Die erste Reaktion nach 2015, wo auch symptomatisch Nationalitätsgesetz reformiert, Spruchkriterien goen drastisch aufgesagt, an op Initiativ von der CSV kann in zu Lützeburg gehen, in der 20 Jahre von den überhaupt Lützeburg kann. Lo mat mam Artikel 60 gëtt nach neii Meiglechkeeten. Et ass an Eisen absolut méiglech, just eng froh vun der Zeit ass, dat de Referendum iwwer d'Auslänner Wahlrecht organiséiert gëtt, konsultative Referendum iwwer d'Auslänner Wahlrecht, awer een wo d'Ausländer kënnen mat doiwwer aufstimmen. De Conseil national des étrangers huet als am Kader vun engem andere Gesetz den 12. November 2021 e Kommentar iwwer de Referendum geschrieben. Le Conseil national des étrangers regrette que les ressortissants étrangers n'aient pas eu la possibilité de participer à ce référendum qui les concernait directement. Mit diesem Gesetz geht lo die Möglichkeit op. Und muss ich wirklich fährten, dass irgendwie nie keine Regierungsmajorität dann noch auf den Weg geht. Da der hat viel gut Grund, für diese feierten Teil von der Reform zu stimmen. Wir bedauern, dass nicht ein paar punktuelle Reformen in der Verfassung gemerkt wurden, die wir leider einen politischen Konsensus hätte können proposieren. Lo haben wir weder einen Konsensus nach einem Referendum, wir kriegen eine Verfassung, die den Charakter vom Land ändert, und wir fährten, dass es an den nächsten Jahren auch noch viel Streit bringt. Was den Charakter von dem Artikel 60 angeht, also über das Referendum, haben wir uns gedacht, das ist vielleicht gut, wenn wir dem Parlament erlauben, hier ein starkes Gest zu machen. Und wir wollten euch eine Resolution proposieren. Und an der Resolution wollen wir, dass die Chamber feierlich erklärt, dass un all Referendum den Auswirkungen op als Verfassung huet, op Justiz, Diplomatie, Verteidigung, öffentliche Sicherheit an all einer hoheitlich Funktion, die nationalen Symbole, Souveränität vom Land als eng international Verpflichtungen, Lützeburger Nationalität, Lützeburger Spruch und Kultur, Wahlgesetze und Wahlgesetze auf kommunalem, nationalem und europäischem Niveau, an den öffentlichen Dienst nimmen angeschrieben, also Leute auf die Legislativwahlen, denen Listen angeschrieben sind, also die letzte Nationalität haben, über 18 Jahre an ihr politische Rechte dürfen teilholen. Da wird das heute durch eine feierliche Erklärung von der Chamber nach einkehr konsakriert, die wir zusammen dann mit dem Text und dem feierten Teil stimmen,
Und ich meine, das ging auch all den Parteien, die gesagt haben, dass das eigentlich hier verstehst du mich aus von den Dispositionen, ging das mehr Kredibilität geben. Wir gehen also davon aus, dass den Text einstimmig gestimmt wird und dummer die Intentionen, die verbalen Intentionen, die hier von der Seite gemacht wurden, auch durch so eine feierliche Deklaration gingen konfirmiert gehen. Letztes Wort zum Staatsrat. Madame Beissel hat an Erinnerung gerufen auf Herr Pokola. Ich will auch noch darüber angehen. Wir sind hoffentlich als ADR auf die Sache für den Deputierten Robbie Mehlen, den damals die Initiative geholt hat, das angewandt hat. Und wir so ist das ohne das Engagement vom ADR-Deputierten Mehlen, das nicht in die Rolle kommen wäre und dass wir heute ein Verwaltungsgerichtspaket tun, schreiben wir es dafür auch zum Teil auf Eisefände. Das ist so eine Schilderungsmerkung. Très bien. Merci, Herr Kartheiser.